Ein bisschen. Ja, dann lieber nicht, Entschuldigung. Wie schaut's bei Ihnen aus? Können Sie auch davon? Gar nicht. Es ist gut, dann lass es da. Lass es bitte auf, es dauert nicht lang, gell? Also, Schuber, grüß dich. Das siehst, dass ich kein Unmensch bin. 10 Tage gib ich dir noch. 10 Tage. Aber keinen Tag länger, gell? Ja, geh jetzt hör auf. Jetzt kommst du auf die 14 Tage auch nicht mehr drauf zusammen. Da schau her, da sind die Baupläne, alles ist am Laufen. Ich hab auch schon einen Vorvertrag, möchtest du sehen? Nein. Doch, den schaust du jetzt an. In 4 Wochen bin ich ein reicher Mann. Der gehört mir nicht. Ich kann nicht so lange warten, bis du deine Wiesen verkauft hast, die Fünferl. Deine Gläubiger müssen endlich ein Geld sehen. Jetzt sei halt nicht so fad. Jetzt trinken wir zuerst einmal einen Schnaps. Ne? Andrea, 2 halbe und 2 Doppelte. Du wirst doch nicht am Vormittag schon saufen anfangen. Red nicht, bring's. Und du sitzt im Garten aus und lernst. Fürs Putzen ist Mama zuständig. Piffi! Okay, lass mich das so schnell fertig machen. Du bist mir viel zu schade für so niedrige Arbeiten. Nein. Schau nur rein in deine Bücher, dass einmal was Gescheites wert aus dir. Ist das echt? Nein. Papa? Ja? Ich muss mit dir reden. Ich muss dir was sagen. Und der da? Ja, der schon! Sie studiert Juristerei in Menger. In 2 Jahren, wenn es damit fertig ist, haut sie mich aus jedem Prozess raus. Das hat's mir versprochen, mein Michi. Dann kann ich alle Leute beleidigen. Geh, Michi, so machen wir's. Ja, du beleidigst jetzt auch schon genug. Ja, freilich. Aber jetzt kostet's noch was. Die werden schauen. Was die schöne Angerwiesen lässt du zubauen. Und wir als Kind schon Indianer gespielt haben und die Rapper. Na, also ich frag mich alle, weil wir das so weit ist gekommen mit dir. Mei, Schicksal. Geh, das ganze Geld hast du den Tagelfing gelassen. Verspult hast du das mit den Rose. Kann der Mensch was dafür für seine Leidenschaften? Ich glaub nicht. Grüß dich, Brandl. Du stell dir vor, er will mir bloß 3 Wochen geben. Der bat sich der Antradi. 14 Tage, hab ich gesagt, gell? 14 Tage, nicht 3 Wochen. Geh, ist denn da wirklich nichts mehr zu machen? Wir sind doch bald wieder ganz flüssig. Na, alles läuft wieder normal. Das Mädel studiert Juristerei in Minga, mit den Pferdl in Tagelfing hab ich aufgehört. Na, die schöne Angerwiesen. Ja, wegen mir darf ich die nicht verkaufen. Du willst ja auch Geld. Aber Prost, jetzt trinken wir zuerst einmal. Mei, dein Vater, wenn das wisst. Siehst du das? Das sag ich auch. Du hast einen sauberen Beruf rausgesucht, mein Lieber. Also ich darf das nicht zusammenbringen, was du da machst. Das Leben fragt nicht lang. Gerichtsvollzieher. Das hätte ich mir nicht gedacht als Bub, dass du einmal bei mir... Was lachst du so dämisch? Weil es so Sachen gibt. Was für Sachen? Das glaubst du nicht, was ich gesehen hab. Was hast du denn gesehen? Dein Bruder. Ja und? Am Brunner steht er. Am Dorfplatz drunter. Ja und weiter? Er redet heute. Er redet. Zu wem? Das glaubst du jetzt wirklich nicht, wenn ich dir das sag. Wer hört denn dem Deppen schon zu? Der Metzger Tyros, der Strobeluppi, der Kaffeehausbärli und der alte Cäsar ist auch dabei. Ja, sag mal, was sind denn das für Leute? Das sind keine Leute. Hund sind's. Hund. Hund. Der redet mit die Hund. Ja. Und was sagt er denn? Ich hab nicht alles verstanden, weil viel Lateinisch dabei ist. Die Hund aber haben genau aufpasst, wie die Kinder in der Schule. Seit wann kennen die Hund Lateinisch? Weil er ein magischer ist. Hä? Was ist der? Von der allgemeinen Gesundheit hat er auch was gesagt. Von der Gesundheit, ja, da versteht er was davon. Ah, der hat davon nichts Ahnung. Und was ist nachher mit den Krampfadern von der alten Schmiedin? Ja, genau die von meiner Tante hat er auch wieder weggebracht. Agnes hat er gesagt, du tust jetzt ein lauwarmer Kurmist drauf, dann wird's schon wieder. Er ist ein magischer. Sogar der Metzgerhund hat seine Pfoten verschränkt und schaut, als ob er noch nie jemand bissen hätte. Das muss ich mir anschauen. Bleibst nicht zum Essen da. Nein, lass mich zahlen. Ah, das geht aufs Haus. Nein. Also meine Sache bei dir, das habe ich mir normalerweise selber gezahlt. Ja, was sind wir denn? Darf man nicht einmal einen alten Freund was zum Trinken? Nein, darf man nicht. Mein bester Freund.
Kein Schnaps dürfen die ihm ausgeben. Dann hat er auch noch mit einer Pfändung daherkommen. Also ich darf das nicht zusammenbringen. Schaffst du nicht? Nix für ungut. Also, Dankeschön fürs Aufpassen, gell? 3 Wochen. Sag ich da. Und, was sagst du? Gehst die Kirche aus Salat putzen. So was brauchen wir einen Salat, wo wir schon wochenlang weit und breit fast keinen Gast mehr haben. Glaubst du, der spinnt doch? Also, neulich, da ist mir auch schon mal aufgefallen, im Dorf, da sind ihm, alle Hunde sind ihm nachgelaufen. Dem Brandl sei Katz war dabei. Für mich ist der ein Schwindler. Ja, sowas hat die Mutter auf geistlich studieren lassen. Für mich spinnt der und zwar hochgradig. Jetzt red nicht so schlecht über deinen Bruder. Mit die Hund und mit die Mädel, da hat er selber schon gut können. Meinst wirklich, dass das was wert mit dem Verkauf von der Wiesen? Ja, freilich wird das was, ich bin doch kein Depp. Okay. Grüß euch! Andrea, mein halbe mein Essen, bitte. Ich bring das gleich. Was war denn los mit dir, Hund? Was hast du wieder angerichtet? Ja, mei, das ist halt meine Ausstrahlung, da kann ich auch nichts dafür. Was sind das für Papier? Die Architekten waren wieder da. Und der Gerichtsvollzieher. Das ist ja unser Angewiesen. Ja, freilich. Von was reden wir denn die ganze Zeit? Jetzt ist es soweit. Was ist soweit? Ja, verkauft wird's. An die Isargrund. Die bauen eine Siedlung hin, das weißt doch. Was verkauft? Jetzt stell dich doch nicht so blöd, die Angerwiesen, weißt doch. Ja, freilich, so weit kommt's noch. So weit ist schon. Nächste Woche haben wir einen Notartermin. Bitte. Ein Notartermin. Ein Notartermin. Nächste Woche. Nächste Woche. Hermann, ich hab noch mal drüber nachgedacht. Die Wiesen werden nicht verkauft. Was? Ja, das geht nicht, das Tabaki rein seelisch nicht, verstehst? Na, das verstehe ich nicht. Gut, dann sag ich es dir deutlicher. Die Wiesen werden nicht verkauft, nur über meine Leiche. Sag einmal, haben da die Hunde jetzt den Verstand verbeit? Das haben wir doch schon alles ausgemacht. Also da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, da muss ich Temperatur gehabt haben. Dir gebe ich eine Temperatur. Das war alles besprochen oder so wird's auch gemacht, sonst kenne ich mich nicht mehr. Jetzt reg dich doch nicht so auf, sonst brauchst du wieder einen neuen Bypass. Schau her. Auf der Wiesen hat unser Uroma schon Äpfel gebrockt. Kirschen und Haselnüsse. Der Vater hat die Mutter kennengelernt. Und in dem Bachel auf der Wiesen hat unser Uroma deine Taschisten im Windeln gewaschen. Ja, deine auch. Genau, meine auch. Sowas verkauft man doch nicht. Sowas lässt man dir nicht zubetonieren. Du bist ein Verbrecher. Aber du weißt noch, wir sind pleite. Ja, wir brauchen das Geld. Ich hock da auf eine Molstrumpe Sitz und weiß nicht, von was ich meine Rechnung zahlen soll. Ja, und das Apartment für die Michi in der Stadt drin. Ha? Und die Kosten für das Jurastudium. Und das Wirtshaus läuft auch schlecht. Und bei Frau, wann meinst du, war das letzte Mal beim Friseur war, so wie die ausschaut? Nein. Nächste Woche fahren wir zum Notar, unterschreiben und alle Sorgen sind beim Teufel. Uns trennt ein Ozean an Verständnislosigkeit. Ein was? Es wird nichts verkauft und es wird nichts gebaut. Das ist unsere einzige Rettung. Ich unterschreibe nicht. Du unterschreibst. Ich bin ein Bauernbauer und ein Bauernbauer verkauft nichts. Wir stehen kurz vor der Zwangsversteigerung. Du musst unterschreiben. Ich habe in dem Haus genauso viel zum Sagen wie du. Und ich hab die ganze Arbeit, du kümmerst dich um nichts. Ja, ich bin halt nicht geeignet für die Gast- und Landwirtschaft. Deswegen habe ich unsere Mutter damals nach Freising zum Theologiestudium geschickt. Du hast studieren dürfen. Obwohl ich viel gescheiter gewesen bin. Gescheiter, freilich. Die haben sie schon im Mirsbau aus der Berufsschule ausgeschmissen. Ja, und die aus dem Priesterseminar. Wegen die Weiber. Die Anziehungskraft der Frauen war bei mir halt einfach ein bisschen stärker als die vom lieben Gott. Der Zweifel am Zölibat war War? brünett.
Ja, dann... Ja, dann heirat doch, dann bist du endlich weiter. Heiraten? Ich? Die Susi aus München zum Beispiel, bei der treibst du ja sonst auch wochenlang rum. Habt ihr nicht gesehen, dass die schirgelt? Ja, aber doch nicht so arg. Oder die Annemarie aus dem Bongau. Die sollte arg fett worden sein. Mit deinem Anteil von dem Geld von der Obstwiesen, da kannst du sie auf eine Abmagerungskur schicken. Kannst du meine Frau gleich mitnehmen. Danke. Es gab da eventuell schon eine, die mir gefallen hat. Kennst du das, die Fräulein Ledermeier, das neue Schulfräulein? Nein, aber mit dem vollen Geld, da kannst du ja sowieso alle deine Weiber so zusammen operieren lassen, wie du es gerade brauchst. Die braucht Kooperation. Die schaut aus so schön, dass man fast solid werden kann. Ja, dann werd doch endlich solid, alt nur bist ja. Ja, da kannst du ein eigenes Haus bauen. Vielleicht kriegst du auch noch ein paar Kinder zusammen, wirst sehen, das gefällt dir. Na, das geht nicht. Ich bin streng katholisch. Ich darf mich nicht scheiden lassen. Also kann ich ja nicht heiraten, das ist doch logisch, oder? Aber irgendeinen Wunsch wirst doch du auch haben. Freilich? Ja, dann sag's, was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, das kostet kein Geld. Ich wünsche mir, dass ich im Sommer unter unserem Birnbaum sitzen kann. Auf unserer Angerwiesen. Im Winter möchte ich zuschauen, wie die Kinder den kleinen Hügel runterrodeln. Wird im Herbst die Bladel von unserem Kirschbaum golden werden. Und im Frühling, da freue ich mich, wenn die ersten Schneeglecker rausspitzen. Ganz zart. So was wünsche ich mir. Verstehst? Und vielleicht nur ein Rendezvous mit dem Fräulein Ledermeier. Ich bring ihn um. Morgen bring ihn um. Ich bring ihn um! Du es mir jetzt lieb. Du hast mich doch früher auch nicht gemengt. Ich bin doch voll zu alt für die. Na, jetzt schon. Aber früher warst du mal so ein gutes Mädel. Mit einer blühenden Natur. Ein appetitliches Geschöpf mit einer liebesbegabten Seele. Ab einem gewissen Alter sind die Zutaten eben auch nicht mehr so frisch. Was ist aus dir geworden? Wo ist deine Kraft? Wo sind deine Ideen? Mein Bruder schikaniert die Tag für Tag und du lässt dir das alles gefallen. Und der ist ein Jammertal. Irgendwann ist in jeder Beziehung der Teufel drin. Richt dich heute mal wieder ein bisschen zusammen. Du laufst umeinander wie eine alte Zottel, das freut doch keinen Mann. Aber mich freut's, Was freut dich? wenn der Hermann auf die Nacht schon im Schlafzimmer auf mich wartet und ich mich vorm Bett gehen und nackert im Spiegel anschaue. Unfrisiert. Wieder 1 Kilo fetter. Alles hängt, alles schwabbelt. Da denk ich mir, das gönn ich ihm. Am Standpunkt der Ewigkeit aus gesehen verliert das auch an Bedeutung. Und die Hunde sind auch wieder da. Robert kommt! Ich rief dem gleich das Gute her. Lila Hybridsau. Gute Muttereigenschaften. Lange Nutzungsdauer. 13 funktionsfähige Zitzen. Top Fruchtbarkeit. Wie schwer? Die Jungtiere wiegen um die 100 Kilo, sind circa 180 Tage alt und haben die Eignungsprüfung erfolgreich bestanden. Vor der Auslieferung werden Gesäuge, Fundament, Bemuskelung und Rahmen kontrolliert. Brav. Lernt man das jetzt als beim Jurastudium? Schaut's aus. So, schau her. Onkel Anton, du musst mit Papa reden. Fang jetzt du nicht auch noch mit der Wiesen. Es geht doch nicht um die Wiesen. Was dann? Es ist wegen der Zukunft von der Michi. Was ist damit? Die Michi, die studiert jetzt auf Landwirtschaft in Weinstefan. Die Michi, die studiert Jura in München. Na, nimmer. Nimmer. Vor einem halben Jahr geschmissen? Aber wieso denn? Das war doch der ganze Stolz von deinem Vater. Wegen mir.
Wegen einem Schweinezüchter. Aber da wird er sich freuen. Ich hab einen Biohof und die schönsten Fackeln weit und breit. Und die gesündesten. Mit unseren Essensabfällen, das glaubst du wohl selber nicht. Die schmeiß ich doch immer gleich auf den Kompost vom Nachbarn. Die hol ich doch bloß, damit ich meinen Michi treffen kann. Onkel Anton, bitte, du musst es am Papa sagen. Ich trau mich nicht, weil er weiß ja noch nicht einmal, dass der Roman und ich, also das nie so haben miteinander. Die Michi wird einmal meine Bayerin. Meine Bio-Bayerin. So schnell kann dein Vater keine weitere schlechte Nachricht vertragen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Und Mama weiß auch noch nichts. Freilich was ist. Und seitdem ist mein Magengeschwür nur noch eine Frage der Zeit. Du hast mir heute auf die Nacht. Warum? Meine Fackeln freuen sich immer so, wenn sie die sehen. Und die Henna und der Gockel. Und du nicht? Das wirst du noch schon merken, das verspreche ich dir. Und wir. Ob ich ihm noch irgendwie was helfen könnte. Ich glaube, dass das Roman! Anton, ich bitte dich, fahr mit dem Hermann zum Notar. Du kannst uns doch nicht so hängen lassen. Siehst doch, wie alles im Bauch geht. Vor allem die Wirtschaft. Weil was dir da zusammenkotzt, das ist ja auch zum Gott sei Bammer. Erbärmlich. Ich is nur, weil ich was essen muss. Ich bitte dich, unterschreib. Denk an das viele Geld. Geld. Meinst du, dass das was ändert? Mit Geld ist der Ehe genauso schlecht wie ohne Geld. Mit Geld ist der Hermann genauso ein cholerischer Dickschädel wie ohne Geld. Nur wie soll es denn weitergehen? Ich kann dir das jetzt nicht so erklären, aber ich hab so ein Gefühl. Ich bin momentan von einer ganz besonderen Sensibilität. Fast schon durchlässig. Als ob irgendwas passieren wird. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Was soll schon passieren? Feldwärmer. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Grüß Gott. Das ist für ein Ledermann. Gibt's bei euch noch was zu essen? Küche ist zu. Ah, schade. Ja dann, auf Wiedersehen. Bitte bleibst da, ich hab heute Nacht von einer geträumt. Geträumt? Von mir? Ja, letzte Woche auch schon. Ganz lang. Aber wir kennen uns doch überhaupt nicht. Soll das vielleicht heißen, Sie hätten vielleicht Interesse von mir kennengelernt zu werden? Wissen Sie, was ich hätte? Nein, An Hunger. einen Schweinsbraten hätten wir. Aber den kann ich Ihnen leider nicht empfehlen, der ist verkocht. So, verkocht ist der. Nehmen wir lieber den Leberkäse. Gut, dann nehme ich einen Leberkäse. Der ist versalzen. Ich kann Ihnen aber auch 3 wunderbare Spiegeleier machen. Eier sind aus. Gibt's da in der Nähe vielleicht noch eine andere Wirtschaft? Wir sind das einzige Haus am Platze. Um Gottes Willen. Ich gehe jetzt in die Küche aus und richte Ihnen was zum Essen. Und Sie setzen Ihre Bütchen daher und rühren sich nicht von der Stelle. Versprechen Sie mir das? Versprochen. Ehrenwort. Was immer auch passiert, Sie bleiben da sitzen und warten auf mich. 3 Finger aufs Herz. Ja, willst du nicht deine Bratzen von meiner Tochter? Du Hungerleiter, du biologischer Andrea! Biologisch dynamisch. Papa, ich bin volljährig. Ich darf gern haben, wenn ich mag. Und das bin Gott sei Dank ich. Aber nicht so ein Klarhäusler mit seinen 10 Biofacke. Es sind inzwischen schon 20, 3 Muttersei, freilaufende Hähner, Gockel und mit dem Gemüseanbau habe ich auch angefangen. Ich kann also Ihre Tochter ernähren. Meine Tochter ernähre ich mir selber. Und dir sag ich, unter einem studierten Advokaten bringst du mir keinen Schwiegersohn ins Haus. Kann die bitte ein Bier bestellen? Jetzt weiß ich auch, warum du in letzter Zeit so nach Saustall gerochen hast.
Und jetzt pass auf. Entweder du folgst oder ich steck dich in ein Klosterlei. Haben wir uns da verstanden? Papa, wir sind nimmer im Mittelalter. Aber in Niederbayern! Und du schleichst dir uns eindeutig immer da herin. Deine Tochter, ja, deine Erziehungsmethode. Reg dich doch nicht so auf. Die zwei haben sie gern. Du hast deine Eltern auch nicht lang gefragt, wie du mich damals kennengelernt hast. Ja, hätte ich's nur gefragt. Hätte ich nur. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Sag einmal, hast du das vielleicht gewusst? Was? Ja, mit der Michi und dem Sauber. Biologisch dynamisch. Freilich hab ich's gewusst. Bin doch die Mutter. Was bin nachher ich? Das wird ja allerweil anschieden, ja, bin ich da gar niemand! Oder doch lieber Apfelschorle. Ja, sehen Sie nicht, dass das jetzt nicht geht. Aber ich hätte einen Durst, weil ich merke schon, das wäre jetzt eine längere Verhandlung. Die Sache ist in 10 Sekunden ausgeredet. Du gehst auf dein Zimmer und du schleichst dich zu deinen Freilauffahrten hin, und zwar biologisch dynamisch. Nix. Der Roman bleibt da. Michi, sag's ihm. Das ist jetzt ungünstig. Nein, glaub mir's, das passt jetzt grad. Der Papa hat schon 2 Bypass. 3. Na, kriegt er halt nur einen. Dann hat er 4. Papa, jetzt musst du stark sein. Am besten war, Sie bleiben da ganz ruhig sitzen. Wenn du nicht gleich weg bist, dann verklag ich dich auf Hausfriedensbruch. Der Roman bleibt da. Michi, bring einen Schnaps. Sag einmal, was wird denn da gespielt? Was ist denn das für eine Verschwörung? Unsere Tochter hat schon lange keine Freude mehr am Jurastudium. Das ist mir wurscht. Das zieht dich durch, und wenn es damit fertig ist, dann überlege ich mir, ob ich nicht bei ihr unsere Scheidung einreiche. Das wird schwierig, weil sie statt dem Gesetzbuch dann die Mistgabel in der Hand hat. Was hat sie? Papa. Papille. Ich studiere jetzt Landwirtschaft in Weinstefan. Wo studierst du? Damit sie mal eine gute Bayerin wird. Und zwar die meine. Das machst du rückgängig. Mein Papa, so versteh mich doch. Da hat sich da reinschleichen mit seinem gestingerten Gewand und unsere Tochter vom Jurastudium abbringen. Michi, deine Zukunft, deine Karriere. Ja, siehst du nicht, dass du in dein Unglück rennst? Nein, Papa, du siehst dir, dass genau umdraht ist. Ich renn in mein Glück mitten rein. So ist. Ist doch schön, wenn wenigstens eine aus unserer Familie glücklich wird. Ich bin der Vater, der Kindeseigentümer, verstehst? Und ich werd machen, was ich sag, und zwar auf der Stelle, sonst kill ich mich über! Papa, hör mal doch auf! Wo gehen wir hin? Da, Tisch da. Das ist heute auf Bei drei. Eins, zwei, drei. Wir müssen ihn ein bisschen seitlich lagern, damit er uns nicht ganz so geschwind erstickt. Andrea, du musst dein Gurkel stellen, das waren die letzten. Und wir zwei setzen uns jetzt im Biergarten aus. Aber wir sollten einen Arzt rufen. Der wird schon wieder. Das ist bloß ein Sauerstoffmangel, das hat er als kleines Kind schon gehabt. Jetzt mal, wenn er was nicht rausgegangen ist, hat er die Luft gehalten, bis er umgefallen ist. Ja, aber das kann das Herz sein. So viel ich gehört habe, hat er schon 3 Bypässe. Ja, das werden wir gleich haben. Na also. Du musst dich hinlegen. Du kannst nur mich so erschrecken. Ich glaube, ich telefoniere doch lieber nach dem Arzt. Hä? Kein Arzt, bitte. Der Pfarrer soll kommen. Warum denn der Pfarrer? Ein Kamillentee tut's auch. Geh mal. Mama, die Tür auf. Mach die Sache. Also, meine Familie haben sie schon mal ein bisschen kennengelernt. Das kann man so sagen, ja. Nur von Ihnen weiß ich noch nichts. Ja, nicht.
Bis heute empfinde ich mein Leben als Entwurf, als Skizze, als etwas Unfertiges. Aber wie sagt schon der alte Chinese? Lächle, es ist immer später, als du denkst. So ist. Aber jetzt wäre es halt schön, wenn ich über Sie auch ein bisschen was erfahren hätte. Was denn? Also über Sie möchte ich alles wissen. Von der Geburt angefangen bis jetzt. Am besten, wir setzen uns jetzt im Biergarten aus und danach spazieren wir rauf auf die Angerwiesen, auf das Bankerl unter der Birke. Da hat sich damals mein Vater in meine Mutter verliebt. Ich hab nicht so viel Zeit. Also der schöne Ausblick und die gute Luft waren bestimmt gut für einen Spannungskopfschmerz. Außerdem sind doch Schulferien. Spannungskopfschmerz? Woher wissen Sie von meinem Kopfweh? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe von einer geträumt. Ganz lang und ganz wunderbar. Gehen wir? Was machst denn du da unten, Hermann? Du bist krank, du kehrst ins Bett. Ja, so sag doch was. Geht's dir wieder besser? Es ist, weil ich bin so unschlüssig. Unschlüssig. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Du entscheidest dich für dein Federbett. Andrea, Das sind ja Särge. soll ich mich jetzt eher verbrennen lassen oder ist dir eine Erdbestattung lieber? Hermann. In einem Sarg, wenn ich lieg, dann kriege ich doch bei meiner Beerdigung die ganze dreckige Erden ins Gesicht und... Aber Hermann, was redst denn da von der Beerdigung? Und am Ende schmeißt nur jemand Lilien ins Grab und ich hab doch eine Lilienallergie auch noch. Was redst denn jetzt vom Sterben? Hermann, ich bitte dich. Andrea, Folgendes. Ob Verbrennung oder Erdbestattung. 3 Sachen sind wichtig. Du musst mir meinen Trachtenanzug anziehen, den mit den großen Hirschknöpfen, kann ich mich drauf verlassen. Und in das Sakko, da tust du mir unser Hochzeitsfoto rein. Machst du das? Ach, Hermann. Mein Hermann. Und die Traberzeitung. Und wenn das Trauerjahr ist, dann schaust du um eine neue Hochzeit. Niemals mache ich das. Da kannst du ganz, ganz sicher sein. Der Reiterlois vom Moosheiselgrund, den kann ich mir gut vorstellen für dich. Nie, Hermann, nie. Aber du brauchst doch jemanden, der auf dich schaut, der sich um dich kümmert, ein bisschen ein Geld hat. Du kommst doch allein nicht zurecht auf der grausamen Welt, auf der grausamen... Hermann, Was ist denn, mein Weibe? der Bergfritzi aus dem Leusachtal. Was ist mit dem? Der tat mir eventuell schon gefallen. So. Ja, Und was bitte gefällt dir jetzt an dem? mei, so halt. Alles. Geh.
jetzt los? Der Pfarrer Betzwies ist im Anmarsch. Wer hat den gerufen? Ich habe ihn kommen lassen, damit er ihn für die Ewigkeit zusammenricht. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Soll ich mein Ministrantenquartel anziehen? Was meinst du, Hermann? Soll sie? Ja, freilich. Wir müssen aber zuerst aufbügeln. Geh nur zu, Froni, ich möchte noch beichten. Geht's ihm denn wirklich so schlecht? Ich stehe kurz vor der Zwangsversteigerung, weil mich mein Bruder hängen lässt. Mein einziges Kind hört immer auf mich und meine Frau ist scharf auf den Bergfritze aus dem Loiswaldball. Da ging's ihnen auch schlecht. Wollt ihr einen Kaffee? Haben wir noch so viel Zeit? Hammer. Also Hermann, krank schaust nicht direkt aus. Da drin, Hochwürden, da drin bin ich krank. Mehr seelisch, verstehst du? Gekampert, die muss ich nicht ein bisschen leiser machen. Das will ich, dass einmal bei meiner Beerdigung gespielt wird. Bei meiner Beerdigung gespielt wird. Hochwürden. Mich freut's Leben nicht mehr. Ich bin ein gebrochener Mann. Ich spür, ich mach's nicht mehr lang. Hast schon mit dem Doktor geredet? Ich hab keine Kraft mehr und keinen Schwung. Alles geht am Bach runter. Ich brauch keinen Doktor, Hochwürden. Mein Weg birgt in den Friedhof ein. Ich brauch die letzte Ölung. Wann hast denn du das letzte Mal gebetet? Gebetet? Also heute jedenfalls noch nicht. Und gestern? Auch nicht so direkt. Ja. Wenn es der Menschheit schlecht geht, dann entdeckt sie plötzlich die Religion. Das ist der pure Egoismus. Mei, der liebe Gott arbeitet eben mit allen Mitteln. Hände falten, Goschen halten. O Herr, du kennst unser Leben. Du schaust auf uns herab in den Tagen meiner Krankheit. Dir vertrauen wir alles an. Unsere Sorgen, unsere Lieben daheim und unser eigenes Schicksal. Lass unseren Mitbruder Hermann Schober bald wieder gesund werden, wenn es zu seinem Heile dient. Gib ihm die Kraft, alles zu ertragen, was ihm auferlegt wird. Dein Wille geschehe in unserem Leben. Amen. Amen. Jetzt ist passiert. Was? Was ist passiert? Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, der gerät schon. Gesehen hab ich's. Hinterm Haus, auf unserer Wiesen, neben der Quelle und dem großen Lindenbaum. Wen hast du gesehen? Jetzt ist passiert, jetzt wer mal Gnaden hat. Ah, was? Glaubst du an Erscheinungen in Hochwürden? Ja, mei. Sagt dir der Name Maria Magdalena was? Ah, die vom Kramer. Nein, nicht die Heilige. Ich kann nichts dafür, sie ist mir erschienen. Drum auf unserer Wiesen gleich laufen schon auf. Am besten ihr ruft gleich im Ordinariat Ja, an. Moment, ja. Nicht so schnell. Ich meine, es ist ja schön, wenn die Leute was glauben, nicht? Ja, aber heiliger Birnbaum, so geht's doch wirklich nicht. Ein Wunder. Das ist immer ein heikler Punkt. Ja, und Lourdes, ist das nix? Fatima, ist das nix? Altötting, Delphi? Die haben alle mal klar angefangen. Mit einer Erscheinung und jetzt? Weltkarriere. Und genau das machen wir jetzt auch. Weltkarriere. Schweinsbraten mit Knödel, 8 Spurfackel, 2 mit Bauernschmaus und 12 Pilgerteller Magdalena. Pilgerteller haben wir nur noch 8. Mach die Portionen kleiner, dann klangt's. Mama? Ein Pilger muss sich nicht so vollstopfen, das lähmt die Andacht. Habe ich schon gehört heute Nacht. Ach geh, was denn? Wie's umgearbeitet habt, drum in der Kammer.
Wir sind halt jung und verliebt, da ist es so. Schammen Sie einer nicht, einen heiligen Menschen zu verführen. Also von heilig hab ich nichts gespürt, im Gegenteil. Was macht denn das für einen Eindruck? Wir sind jetzt eine moralische Institution, sittlich hochstehend, verstehen Sie? Das sind wir unserem Heiligen schuldig. Wir lassen uns doch nicht unseren Heiligen wegheiraten. Was taten denn wir mit einem verheirateten Heiligen? Gaststätte Schober, grüß Gott. Friseusen? Ja, essen die was? Weil wir haben nämlich seit neuestem Menüzwang, verstehen Sie? Ah, ja, dann nur her damit. Ich reserviere im Biergarten. Auf Wiederhören. Friseusen? 30 Stück, ein ganzer Bus voll. Machen die einen Betriebsausflug? Alles wegen dem Wunder. Die Maria Magdalena ist doch die Schutzpatronin von denen. Das mit dem Wunder, das ist doch erst einmal nur ein Gerücht. Ich mein, glauben Sie das? Wir in Niederbayern, wir sind glaubensstark. Ein religiöses Tropenklima. Da klangt doch ein Gerücht. Aschenbach. Wenn ich verliebt bin, brauche ich viel Schlaf. So ein Glück kostet meine ganze Energie. Meine schon auch. Auseinander! Was ist jetzt los? 5. Gebot! Du sollst nicht töten. Na, das mit der Unkeuschheit. Das ist das 6. Sowas läuft jetzt nimmer da herinnen. Wir wären ein Gnadenort. Draußen wartet schon die internationale Presse. International? Sauber? Ja, das Landshuter Heimatblatt. Die wollen unser Wunder ganz groß aufziehen. Das ist recht. Ein Fotograf ist auch dabei. Da musst du davor noch gescheit campen. Anton, Was denn, Spatzel? mir kannst das doch sagen. Was denn? Das mit der Erscheinung. Ja, das hab ich dir doch schon genauestens und ausführlichst geschildert. Aber das ist doch alles ein ausgemachter Schwindel. Das klingt ja gerade so, als ob du mir zweifelst. Nicht an dir, Anton, aber an dem Wunder. Hast nicht gehört, wie ich singe? Mit ein bisschen Glauben ist das Leben gleich noch einmal so schön. Also sag. Dir sag ich alles, was du willst. Gut. Du hängst sehr an der Wiesen. Weil hänge ich an der Wiesen und wir. Und dein Bruder ist in finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt vielleicht bald nicht mehr so. Weil du mir nix, dir nix, so zwischen Mittagessen und Kaffee trinken noch schneller Erscheinung gehabt hast. Erscheinungen sind immer in sommerlicher Stille und glühender Mittagshitze. Und seitdem brummt der Laden. Schaut ganz so aus. Und wenn auf der Wiesen eventuell erst einmal eine kleine Kapelle steht, dann geht auch nichts mehr mit dem Bau einer Wohnsiedlung. Das ist doch so, oder? Also Maria, was denkst denn du von mir? Anton, wir zwei, wir stehen am Anfang einer so schönen Beziehung. Ich will nicht, dass du mich anlegst. Maria, du kannst mir vertrauen. Vielleicht hast du das mit der Erscheinung ja noch eingebaut. Vielleicht waren es deine Endorphine, deine Glückshormone, die das ausgelöst haben. Also meine Glückshormone, die lösen ganz was anderes aus. Weißwürst, Blutwürst, Leberwürst. Geh gleich raus, ich küche mich, ich wart schon. Opferkerzen müssen wir nachbestellen. Die gehen weg wie nix. Wahrscheinlich sind wir zu billig. Grundvoraussetzung für eine Vision ist, dass jemand ehrlich und aufrichtig ist. Bin ich? Es gibt aber noch ein wichtiges Kriterium bei einer Erscheinung. Ah, was denn noch? Keuschheit. Auge. Die 9 Autogrammkarten sind geliefert worden. Du musst gleich ein paar unterschreiben. Das ist recht, Bruni, das mach ich gleich. Ich geh jetzt lieber. Ich glaube, ich bin deinem Wunder nicht gewachsen. Servus, Spatzel.
Wo bleibt denn mein Kamultee? Wasch die, rasier die, zieh die an. Du musst mir im Biergarten noch ein frisches Wasser anzapfen. Kann ja nicht immer alles durch die Wirtsstube schleppen. Weibi, mit mir geht's bergab. Die meisten Krankheiten, die in meinem Medizinbuch da stehen, die habe ich schon. Ein Hypochonder bist. Das hat sogar der Doktor gesagt. Und dafür habe ich auch noch 80 € hinlegen müssen. Ich glaube, ich werde bald sterben. Davor zapfst du mir gefälligst nur das Fass an. Da, jetzt hast du es, jetzt ist der Puls ganz weg. Aus ist's. Wird schon wieder kommen. Da, Papa, dein Tee. Oh, was macht denn dieser heiße Scheiße bei uns in der Küche? Den hat der Frau engagiert, damit der Kreislauf wieder in den Tee kommt. Siehst du das? Geht doch. Vierte, Schwiegerpapa. Ja, trampelt's noch alle rum auf meiner armen Säge. Okay, armer Papa. Da schau dein Tee. Dein Tee. Dein Tee. Hallo. Jesus Christus. Ja, wie schaust denn du aus? Das sind nicht meine Fans. Das war beim Elvis genauso. Ein Elvis. Aha. Setz dich mal daher. Magst du ein Bier haben? Setz dich daher. Ich hab mit dir zu reden. Magst du nicht immer zu meinem Bruder aufgehen? Ich glaub, der hat der Hilfe am dringendsten nötig. Den packen wir später. Hochwürden, ich glaub, der fällt uns langsam vom Glauben. Ja, okay, sei so gut. Sagt er doch letztens glatt, wenn mir jemand im Jenseits erst Erlösung anbietet, dann kann ich doch davon ausgehen, dass er mir im Diesseits bescheißt. Ist das nicht schrecklich? Hersetzen, so. Ist recht, Hochwürden. Wo brennt's? Ich möchte, dass ihr da draußen aufhört mit dem Budenzauber. Budenzauber? Stille Einkehr pflegen hier die wenigsten. Danke. Ja, mein, das ist halt einmal so in Bayern. Die Wallfahrt muss kurz sein und die Weißwurst lang. Aber wir sind hier kein Wallfahrtsort. Wir können nicht nur ein neues Birkenstein oder neues Altötting brauchen. Ja, und meine Vision? Wer Visionen hat, der soll zum Doktor gehen. Ach, du bist also der Auffassung, dass Visionen was mit Krankheit zum tun haben. Du als kirchlicher Würdenträger. Ja, deine schon. Anton, die werden die auseinandernehmen. Hast es du wirklich gesehen? Wen? Na, die Maria Magdalena. Also, ich lieg nicht so oft, wie es den Anschein hat. Aha. Wie hat's denn ausgeschaut? Wer? Ja, die Maria Magdalena. Von was reden wir denn die ganze Zeit? Also glaubst du das? Ich, mein, ich bin noch ganz durcheinander. Also gut, ich höre. Schön was. Wie eine griechische Plastik hat's ausgeschaut. Glaub mir's, Hochwürden, so schön kann nur eine Sünderin ausschauen. So. Was hat's denn angehabt? Bitte? Ja, dir muss ja irgendwas angehabt haben. Du zweifelst an mir. Also die Sachlage ist die. Einerseits glaube ich dir kein einziges Wort. Auf der anderen Seite haben wir seit deiner Vision 8 neue Kircheneintritte, da kommt man schon ins Grübeln. Sogar der Maurerläusel ist wieder fromm worden. Und seine Frau schlagt auch nicht mehr so viel. Siehst du das? Halt einmal Start. Gehst weg, was tust denn da? Ich brauche ein Schippe für deine Haare. Ein paar liege mir unterm Kopfpolster für meinen Cholesterinspiegel und den Rest verkaufe ich draußen im Biergarten. Ja, dass du nicht gleich schwingst samt dein Cholesterinspiegel. Jetzt haben wir schon mal einen Heiligen und jetzt tust du gefälligst auch. Roni, zum letzten Mal. Ich bin kein Heiliger. Ja, komm, das wissen wir schon besser als du. Also, Wart nur, ich erwisch dich schon irgendwann. mei, Macht des Glaubens, gell? Warum zieht ihr denn nicht gleich einen Reliquienhandel auf? Vielleicht hat er ja nur ein paar von seinen alten Milchzähnen in einen Schachtel. Reliquienhandel? Das sei so gut, da müsst ihr zuerst tot sein. Das da wart ich nimmer. Ab jetzt rasierst du dich trocken und deine Bartstoppeln werden gesammelt. Waren meine Schamanen schon da? Wer? Ja, sag mal, seid ihr jetzt alle übergeschnappt? Vor was brauchst du Schamanen?
Die soll meine Seele ins Totenreich begleiten. Für deine Seele bin immer noch ich zuständig. Wenn bei den alten Azteken so ein alter Indianerhäuptling stirbt, steigt er auf einen Berg, legt sich auf einen Felsen und lässt sich von die Geier fressen. Wo sollen denn wir jetzt Geier hernehmen? Sei doch nicht so grauslich zu deinem Mann. Der soll erst einmal das Fassel draußen anzapfen. 3 Finger! Der Hermann ist doch zu schwach. Das kann doch der Anton auch machen. Ja, freilich. Dass wir die Waldfahrer noch ganz auseinanderrupfen. Weil schon langsam wächst mir die ganze Geschichte nämlich über meinen Kopf. Ja. Ja, ich gehe ja schon. Und Dankeschön für deinen Besuch, Hochwirt. Und keine Sorge, es ist ja noch nichts entschieden. Ne? Ich bin ja sozusagen nur in der Findungsphase. Ja, vielleicht mache ich auch einen auf Wiedergeburt. Aber bei uns heißt es Erweckung. Geh, mach mal geschwind auf. Keine Schamanen. Erweckung. Ein idealer Lebenszweck ist Borstelvieh und Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck. Borstelvieh und Schweinespeck. Du bist ja ganz blass. Das ist doch jetzt auch schon wurscht. Und schwitzen tust du da? Vollkommen unwichtig. Der Papa, geht's dir wirklich so schlecht? Bald ist sowieso alles vorbei. Du musst einfach nur schauen, dass du deiner alten Kraft zurückkommst. So geht's doch nicht weiter. Der Dr. Detterbeck hat auch gesagt, dass du überhaupt nicht krank bist. Du darfst dich halt nur nicht so gehen lassen. Der Detterbeck hat keine Ahnung. Der Detterbeck ist Arzt und auch sonst vom mäßigen Verstand. Kim, probier mal. Was ist denn das? Traust man ja eigentlich fast nicht sagen. Schweineis. Ja, Vom Roman seine Biofacke. schmeckt's? Leider. Weißt du, warum die so gut haben? Weißt du, dass du gekocht hast und nicht die Mama? Na, deswegen nicht. Aber die Schweine, die schlafen in dem Hai, das auf unserer Wiesn gemacht worden ist. Okay. Ja, und seitdem sie die Mama, ihr Arthrose mit dem Schweineschmalz einreibt, ist die auch weg. Kim, probier noch was. Wegen Nidl. Hast du gemacht? Ja, allein heute 200 Stück. Kocht in dem Wasser von der Quelle, wo der Onkel Anton seine Erscheinung gehabt hat. Kim, ist noch was? Locker wie ein Schneeflocken. Ja. Und von den Spanferkel haben wir halt 80 Portionen verkauft. An einem Tag? Ja. Und das hast alles du gekocht? Ja. Lernt man alles auf der Landwirtschaftsschule. Ja. Sag dieses böse Wort nicht. Okay, Papa. Schau, am Schreibtisch hocken, das ist halt nichts für mich. Weißt du, ich möchte mit meinen Händen was schaffen. Rumfetzen, was bewegen. Das ist das, was mir Freude macht. Und, Papa, Was denn? weißt du, was mir nur Freude macht? Red. Ich möchte mit dem Roman zusammenbleiben. Ja. Schon wieder so ein Wort. Okay, Papille. Wie viel hast du gesagt? Hast du verkauft heute von denen? 80 Portionen. Lasst jetzt unter Pilgerteller Magdalena. Dafür haben wir einen Teufelstoast von der Speiskarte gestrichen. Der passt jetzt nicht mehr. Na, der passt jetzt nicht mehr. Geh, komm, schenk mir eine halbe ein. Das ist ein Ritt. Und dann bringst du mir noch ein bisschen was von der Sauce. Ja, Papa. Bring ich dir gleich. So. Da schau her. Ja, du, Michi, Ja, was? geh, gib mir noch eins. Feierabend. Wieso isst denn du wieder? Du wolltest doch sterben. Ja, freilich. Dass sich der Bergfritze da reinsitzen kann. Was hast denn alle mit dem Berg, Fritzi? Ja, du redest doch die ganze Zeit von ihm. Geh, Blödsinn. Du hast doch neulich gesagt, dass der Oberarm hat wie eine Kokosnuss. Wer? Ja, dein Bergfritze.
kann ich mich nicht erinnern. Aber ich. Du, Weibi. Meine Oberarm. Was ist damit? Die schauen für auch nicht schlecht aus. Da weiß ich nichts davon. Vielleicht solltet ihr mir mal wieder ein bisschen genauer anschauen. Wieso? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du mich gern angeschaut. Du mich schon auch. Schön bist. Was bin ich? Schön. Jetzt habe ich mich verzählt. Yeah. Was hast du denn? Was machst du denn? Du machst mich ganz nervös. Du mich schon. Hermann, du bist krank. Ja, das werden wir nachher schon sehen. Hermann, dein Blutdruck. Ja, der passt genau. Schön, gell? Wunderschön. Weißt du was? Die machen wir gleich um 2 Euro teurer. Das machen wir. Habt ihr mein Spatzel gesehen? Wen? Das ist eine Fräulein Lehrerin. Die war doch schon seit Wochen nicht mehr da. Und angegriffen hat's auch nicht. Nein. Wirklich nicht. Macht ja nichts draus. Frauen kommen und gehen, nur der Durst bleibt. Gibt's? Macht's einmal Pause. Bei uns gibt's keine Pause. Wir zeichnen die Devotionalien aus. Heute ist Ruhetag. Wir müssen vorarbeiten, die Pilger wollen noch andenken. Die bayerischen Engel sind besonders beliebt. Made in Taiwan. Schenk mir ein, Michi. Und dann fährst zum Großmarkt und bringst noch ein paar Kisteln Schweineschmalz. Der Roman bringt doch noch als Miete die Minderheit abgeholt. Das langt uns aber nicht. Die Leute brauchen dringend was gegen Rheuma, Arthrose und Zahnfleischbluten. Aber gewiss nicht das Schweineschmalz aus dem Großmarkt. Red nicht, bring's. Alles, was du kriegen kannst. Und wir fun's dann in einer Schachtel mit einem Engel drauf. Das mich doch wundern, wenn es nicht genauso hilft. Was ist denn das? Das muss ihm beim Stehen irgendwie reingerutscht sein, am Papa. Was? Nein, die Lade hat sich halt geht dort. Ne? Die Wiesen bleibt im Familienbesitz und aus und fertig. Was? Weil da wird nichts verkauft. Wieso? Ja, weil ich das so sag. Was heißt der mündliche Vertrag? Das ist mir wurscht. Wir brauchen euer Geld nicht. Ja, die Wiesen werden Wallfahrtsort mit lauter Kiosk für Devotionalien, Bratwürst, Gebäckbierhal, Milchschnitten und 25 Euro. Nix Wohnsiedlung, ich baue nächstes Jahr selber. Ne? Ein großes Gästehaus und eine kleine Gnadenkapelle. Plus Mehrwertsteuer. So, jetzt ist ausgeredet. Was? Ja, dann verklagen Sie mich halt. Ne? Geben Sie fürcht, bevor Sie haben, Hans Wursten wie einer. Da hören Sie mal das Geräusch. Ich zerreiß grad eure Baupläne. Was? Ja, dann schleichen Sie ihn halt. Hat jetzt nicht gerade das Telefon gleich? Ja, aber das war für mich. Für mich hat niemand angerufen. Na, Vielleicht hat sie bloß meine Telefonnummer verschlammt. vielleicht hat's aber auch kein Interesse mehr an dir, der gescheites Fräulein Ledermeier. Ich muss jetzt immer gehen. So tief, dass überhaupt nicht mehr gesehen wird. Anton, jetzt komm, sitz dich her, wir müssen deinen Terminkalender besprechen. Also, pass auf. In 2 Stunden da kommt der Reiter Pepe wegen seinem eitrigen Weisheitszahn. Der braucht Handauflegen. Der Schmiessepp hat eine kranke Kuh im Stall, da kümmerst du dich dann anschließend. Und der Gärtnerverein hat angerufen, ob du nicht kurz über die Himbeerplantagen joggen kannst, dass nächstes Jahr nicht wieder so verwurmt sind. Ja, bitte. Für die. Schober? Eine Hochzeit. Wann? Ja, gern. Wie viel seid's denn? Gut, dann kommt's einfach vorbei, damit wir den Menüplan besprechen. Unser Heiliger? Ja, von mir aus.
Aber das wirkt sich natürlich schon im Preis aus. Gut, ich trag's gleich ein in seinen Kalender. Auf Wiederhören. Die Schleppe soll er tragen. Schreib's ein. Oder dass mir vielleicht gar nicht im Telefonbuch drinnen stehen. Anton, schau. Du hast doch uns, deine Familie. Und du hast eine Verpflichtung übernommen von oben. Du brauchst kein Spatzel. Nur dazu eine, die ums Verrecken nicht an unser Wunder glauben will. So was tut man nicht. Und im Telefonbirkel stehen wir schon länger drin, als wie dein Amsel alt ist. Vergiss die Frau, die hat sowieso nicht zu uns passt. Die denkt voll zu kritisch. Hermann, mir ist gar nicht gut. Leiste mir ein paar von deinen Medikamente. Kannst alle zusammen essen. Danke, Hermann. Wo ist denn unser Einnahmebierhal? Da hab ich's. Solche Umsätze. Das Wunder hat uns gerettet. Magdalena sei Dank. Und das sind die Vorbestellungen. Wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Ich hab mich schon lange nicht mehr so gut gefühlt. Und so stark. Hab ich schon gemerkt. Frischfleisch für die Pilger. Das nächste Mal nimmst du gefälligst den Lieferanteneingang hinten. Ja, aber hinten ist abgesperrt. Abfälle gibt's halt keine. Die Gläubigen haben alles selber zusammengefressen. So ist recht. Jetzt war's grad günstig. Ist Michi um? Da bleibst, ich hab mit dir zum Reden. Was denn, Schwiegerpapa? Ja, Schwiegerpapa, das darf da so passen. Jetzt pass auf. Ich werde es nicht zulassen, dass du weiterhin mein Mädel die Augen vertraust. Sie vertraut mir die meinen schon auch. Ab jetzt ist Austrat. Das glaub ich aber schon auf gar keinen Fall nicht. Denk doch vernünftig, Roman. Du bist der kleine Heiselbur. Und wir stehen vor einer gastronomischen Großkarriere. So einen Standesunterschied, das kann nicht gut gehen. Ich hab auch schon mal Wiesenzeit eingegeben. Mit der Mitgift, die mich hier einmal mitkriegt, kannst du es mit jedem Ölschei aufnehmen. Ist es möglich, dass ihr zwar ein bisschen einen Rohrreiniger braucht für euer Hirn? Nicht frech werden, Birschal, geh, sonst scherert's. Ja, glaubt's denn ihr, dass sie die Michi das gefallen lasst? Und ich schon gleich dreimal nicht. Ja, da macht einmal keine Sorgen. Blut ist allerweil noch dicker wie ein Schweinsschmalz. Und meine Angst vor dir, die hält sich auch in Grenzen. So, und jetzt schwingst du. Euch geht's wieder richtig gut, gell? Pumperl gesund sind wir. So gesund waren wir überhaupt noch nie. Gut hast du das gemacht, Hermann. Ich lass mir von keinem auf der Nase rumtanzen. Ich nicht. Wir sind wieder wer, verstehst? Wir sind wieder wer. Logisch. Was ist denn mit dir passiert? Aus ist und gar ist. Bald ist alles vorbei. Was ist vorbei? Alles. Hast du Tabletten genommen? Ja, dann gehst du aufs Klo und speibst. Aber nicht daneben. Ist alles frisch putzt. Ich hab wieder eine Vision gehabt. Was hast du gehabt? Eine Eingebung. Eine Eingebung. Und diesmal sogar eine ganz starke. Also, schöner geht's ja nicht, Anton. Anton, ich liebe dich. Ja, wenn das so weitergeht, dann wäre ich noch Landrat. Wer war's denn diesmal? Wer war's denn diesmal? Mandel oder Weibel? Jetzt, Anton, komm, sitz dich hier und verzeih. Wir müssen im Ordinariat anrufen. Der Bischof soll kommen, samt seiner ganzen Kurie. Wo ist denn das Telefonbuch? Ja, bitteschön, sei so gut. Die müssen uns jetzt alle unterstützen. Ich bin fix und fertig. Ja, das wird dir jetzt noch öfter passieren. Anton, da musst du dich dran gewöhnen. Du, es gibt magische, die haben sogar 17 Erscheinungen gehabt. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, 17 Stück innerhalb von 3 Wochen, das musst du erst einmal bringen. Mir gangst. Wo ist denn das verdammte Telefonbuch? Drum in meinem Zimmer. Wir stehen ja übrigens drin, ich hab nachgeschaut. Jetzt hört's einmal auf mit dem blöden Telefonbuch, Anton, komm, verzeih halt endlich. Wisst ihr, was Neurotransmitter sind? Keine Schimmer.
Acetylcholin, Dopamin, Adrenalin, nix. Schon eher. Was ist damit? Das sind alles Stoffe, die für unsere Gefühle zuständig sind. Und diese Gefühle wiederum, die aktivieren unseren Mandelkern, verstehst du? Ja, logisch. Ja, jetzt spann uns nicht so auf die Folter. Sag, was wieder die Maria Magdalena? Eher nicht. Was wär neuer? Am Ende war's gar die Jungfrau Maria mit ihrem dunkelblauen Sternenmantel. Eher auch nicht. Ja, fix, wer war's denn dann? Das will ich euch doch gerade erklären. Also dieser besagte Mandelkern, den müsst ihr euch vorstellen wie ein Salzstreuer oder ein Pfefferbüchsel, der alle Nachrichten, die im Hirn eintreffen, mit einem Gefühl würzt. Mal mehr, mal weniger intensiv. Das ist wissenschaftlich bewiesen, gell? Du machst mich noch wahnsinnig mit deinem Mandelkern. Unterbrechen du nicht dauernd. Danke, Andrea. Also, und dieser, mein Mandelkern, der hat, wie soll ich das sagen, der hat eventuell ein bisschen zu viel gewürzt bei meiner ersten Vision. Ja, und? Was bedeutet das? Dass ich mir das Ganze wahrscheinlich nur eingebaut hab mit der Maria Magdalena. Das gibt's nicht. Das darf's nicht geben. Niemals. Aber du hast das doch eigenhändig gesehen. Ich befürchte eher nicht. Ich bin mir eventuell sogar schon fast sicher, dass das gar keine Erscheinung war. Anton! Tu mir das nicht an! Ich war doch so stocknarrisch verliebt in mein Spatzel. Und da war ich wahrscheinlich ganz außer mir vor lauter Dopamin und Adrenalin und weiß der Geier. Und da kann's leicht passieren, Ja, dass... dir gib ich gleich Adrenalin! Ja, weißt du überhaupt, was du da sagst? Weißt du, was das für uns bedeutet? Für unseren Standort als Wallfahrtszentrum? Weißt du das? Was kann denn ich dafür, wenn meine Gefühle Tango tanzen? Und jetzt, was die verlassen hat, deine Freilein-Schullehrerin, jetzt tanzt nichts mehr in deinem Mandelkern. Sieh das richtig? Jetzt tanzen andere, düstere Botenstoffe in meinem Mandelkern. Sowas wünsche ich keinem. Aha. Und diese düsteren Botenstoffe, ja, die haben also jetzt eine zweite Erscheinung ausgelöst. Eine Erscheinung, mit der du uns zum Haus und Hof bringst. Jetzt, wo wir gerade so schön in Fahrt sind. Siehst du das, jetzt hast du es begriffen. Es ist das Ende meiner Karriere. Vielleicht kriegt er ja noch eine dritte Vision, der Anton. Vielleicht kommt sie ja doch noch, die Maria Magdalena. Oder der Heilige Geist. Oder was weiß ich wer. Na, nichts mehr aus. Mir kommt keine Erscheinung mehr ins Haus. Von dem Gespräch da darf kein Wort nach draußen dringen. Kein einziges Wort versteht sie. Alles läuft genauer so weiter, wie es war. Keiner darf was erfahren von dem Mandelkern. Ja, aber das geht doch nicht. Ich muss doch meine Seele ordnen. Und ob das geht, Hände falten, Goschen halten. So machen wir's. Und zu keinem Menschen auch nur einen Pieps. Das ist unredlich. Ich bestehe nachdrücklich auf deiner gehabten Erscheinung. Jawohl, ich auch. Ja, aber wenn ich sie doch gar nicht gehabt hab, das waren meine Gefühle, das war meine ausgeprägte Fantasie. Ich hab mit einer verhängnisvollen Täuschung gegeben, das hab ich doch gerade erklärt. Das ist mir wurscht. Wichtig ist nicht, was du gesehen hast, sondern wichtig ist, was die Leute glauben. Die Menschen müssen doch von meinem Missgeschick erfahren, die haben doch ein Recht auf die Wahrheit. Aber der Mensch hat auch ein Recht auf ein Wunder und auf einen Pilgerteller und auf unsere Devotionalien aus Äpfelarmen. So ist. Und wo bleib ich? Ich hab doch auch ein Recht. Ich möchte meine Seele erleichtern, ich möchte aufrichtig sein und ehrlich. Und zu diesem Zweck habe ich bereits eine Pressekonferenz einberufen. Was hast du? Die Wahrheit muss auf den Tisch, schonungslos. Schließlich habe ich mal 2 Jahre Theologie und Freising Theologie studiert. Hermann, halt jetzt bitte nicht wieder die Luft an. Meine Luft. Deine heute Du gehst dahin und du gehst dahin. Danke, auch wirklich das Wort ab. Nur eine kleine Familienzwistigkeit, nichts Ernstes. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Mögen Sie vielleicht einen Pilgerteller? Der gang mal gerade noch ab. Du bleibst da, ich bin jetzt zum Reden. Ja, ich mit dir schon auch. Also, dann red. Zuerst du. Der Maurerläusel, der schlagt seine Frau wieder. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Und du weißt warum. Ich habe da so eine Ahnung.
Eine Ahnung hast gehabt. Aha, erst hast du eine Vision und jetzt hast du eine Ahnung gehabt. Aber dazwischen, Hochwürden, dazwischen war noch die Erkenntnis. Eine Erkenntnis auch noch. Eine starke. Aha, ich habe auch eine Erkenntnis gehabt. Die hat mir ein Kollege aus Freising zu Ohren gebracht, dort, wo du zuletzt gewohnt hast. Okay, verzeih. Vor 5 Jahren ist dieser Unselige aus der Kirche ausgetreten. Was ist er? Jesus, an das hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Ein Heidenkind in unserer frommen Familie. Schlimmer geht's nicht. Also, die Heiden sind besser als ihr Ruf, gell? Wegen ein paar Markel Kirchensteuer. Ja, schaffst du denn gar nicht. Mein Hochwürden, das war keine Frage des Glaubens. Ich hab mal gedacht, was ist das für eine Religion, auf die das deutsche Finanzamt eine Steuer erhebt? Aha, das hast du denkt. Jetzt pass mal auf, jetzt sag ich dir was. Jemand, der keine Kirchensteuer zahlt, der hat nie, aber schon gar niemals, nicht auch nur die kleinste Erscheinung. Hast mich. Siehst du das? Ich kann's also gar nicht gesehen haben, das ist der Beweis. Du hast unsere Familie blamiert bis auf die Knochen. Hochwürden, war es eventuell möglich, dass das Ganze so quasi unter uns bleibt? Anton, wie kannst du es wagen, aus unserer heiligen Mutter Kirche auszutreten? Wie traust du dir sowas? Gottvertrauen. Darf ich nur ein Stück Ja, Freilich, bitteschön. Danke. Ja, ist es. So fein und so. Danke. Leicht. Locker. Also, ein Gesicht wieder. Euer Weihwasserkessel ist austrocknet. Das ist kein gutes Omen. Wo sind die alten Baupläne? Genau, die alten Baupläne. Ja, nie drin, schau, dass du das herbringst. Oh. Wo ist das Telefon? Ja, du hast das jetzt gehabt. Nie drin bringen. (380 6831). Ja, grüß Gott, bin ich da richtig bei Isagrund? Ja, sehr gut, hier spricht der Schoberherr. Wann ist der Dings da? Brenninger. Diplom-Ingenieur Brenninger. Ja, Sie verbindet. Ja, grüß Gott, Herr Diplom-Ingenieur Schober hier. Also machen wir es kurz, die Wiese steht wieder zur Disposition. Welche Wiese? Ja, meine Angerwiese. Beleidigt. Ich, Sie. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Wissen Sie, ich bin ein Bayer und da gehört das sozusagen zum Brauchtum. Entschuldigt. Mich, wegen dem bisschen Folklore. Wollen Sie jetzt die wissen oder wollen Sie es nicht? Aufgelegt. Entschuldigen, mich, ja, so weit kommt's noch. Doch das tust du, und zwar umgehend. Nein. Das ist unsere einzige Chance. Und der Anton mit seinem schlechten Gewissen, der unterschreibt uns jetzt alles. Das ist mir wurscht, ich hab auch meinen Stolz. Herrn Ingenieur Brenninger, bitte. Schober hier. Andrea Schober. Ich verbinde Sie mit meinem Gatten. Moment. Ja, ich möchte mich, würde das eventuell überhaupt was bedeuten, wenn ich mich bei Ihnen in aller Form nicht. Was soll ich? Wo soll ich mir die Wiesen hinstecken? Sie, wir haben einen mündlichen Vertrag. Was, bitte? Aufgelegt. Was hat er gesagt? Die haben sich für ein anderes Grundstück entschieden. Sag, dass das nicht wahr ist. Wir sollen da mit der deutschen Wirtschaft bergauf gehen, wenn ein gegebenes Wort schon nichts mehr gilt. Sie passen wieder auf, ja? Dankeschön.
So, wie schaut's aus? Ich hab gehört, die Geschäfte sind wieder am Laufen. Wir können nicht klagen. Ja, das ist recht. Also, wo ist die Kassa? Kasse. Kasse. Kasse, Kasse, Kasse. Kasse, Kasse, Kasse. Welche Kasse? Na, die mit Pulver drin, eure 4 Wochen sind rum. Und was mein Herz schwimmt ihr ja nachgerade in Euroscheine. Also, wo sind's? Auf der Bank. Aber lass einen Lagschein da, überweist das, sobald ich Zeit hab. Bargeld habt's keins. Eher nicht. Glaub ich nicht. Wenn mein Mo sagt, wir haben kein Bargeld, dann haben wir auch keins. Und jetzt schleich die. Michi! Was machst denn du? Für die Mama, für die Papa. Vierte. Wo willst du denn hin? Ich zirk aus. Wetten, dass ich was find. Du schau her. Also, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Gerichtsvollzieher. Ich kenn ihn jetzt Versteck. Oi, 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 oi. Na. Was hat's gesagt? Sie zirkt aus. Ja, Michi, um Himmels Willen, wieso denn? Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Aber Kind, wo willst du denn hin? Haben wir denn nicht immer alles getan für dich? Ja, wo wird's denn schon hinwollen? Zu ihrem Schweinebaron. Mama, ich kriege ein Kind. Gratuliere. Ja, bravo! Das hat uns ja gerade noch gefällt. Ein Abbruch, ein Studium und jetzt auch noch ein lediges Kind. Mei, in der Stadt ist der Sünd, auf dem Land der Brauch. Nix lediges Kind, wir heiraten. Du, mein Dirndl. Ja, Papa, er mich. Bevor es mir nur ein Wiesenwirt wegschnappt. Und von was will dieser Klarheißler Sau, Frau und Kind ernähren? Ha? Von unseren Essensabfälle. Von dem da. Was ist das? Ein Kaufvertrag. Na und? Lies. Der Diplom-Ingenieur Brenninger von der Isargrund hat 2 von meinen sauren Wiesen gekauft. Der Brenninger. Ja, Von der Isargrund. ja. Und mit dem Geld können wir noch 5 Kinder im Feld setzen. Gell, Michi? Kim, gehen wir. Also, ich hab ja nichts dicker wie brüllende Kleinkinder. Aber trotzdem, ich gratuliere. Das ist die Quittung. Auf bald! Hat ich bald vergessen. Rohrreiniger, Großpackung. Wunder weg, Geld weg, Kind weg. Und Hochzeitstag haben wir auch. Gratuliere. Jeden Sonntag knie ich in der Kirche in der ersten Reihe. Und dann sowas. In der ersten Reihe knien immer die Heuchler. Stell dir einmal vor, was wir alles erreichen hätten können. Jetzt wären wir Opa und Oma. Und wer weiß, ob wir jemals unser Enkelkind sehen dürfen. Meinst du wirklich?
So wie wir uns aufgeführt haben. War mir wirklich so schlimm? Freilich war mir schlimm. Grauslig war mir. Vor allem du. Du schon auch. Ich war ganz arg. Das Leben ist voller grausamer Schlingen. Dabei ist der Roman doch eigentlich ein ganz netter Bursch. Ein sehr netter Bursch. Und seine Blut- und Leberwürste sind die besten im ganzen Landkreis. Und er stammt aus einer religiösen Familie. Und der Pulver oder auch? Jetzt schon. Und unser Michi. Mein Gott, war ich ein Hirsch. Einer mit einem Jahrhundertgeweih. Weil, wie weißt du, was ich glaub? Ich glaub, wir haben einiges nicht so ganz richtig gemacht. Weißt du, was ich glaub? Was? Dass uns ein Rohrreiniger nicht ganz langen wird. Das glaub ich auch. Eine Kreuzfahrt in die Karibik. Bahamas, Bermudas, Jamaika. Weiße Sandstrände, blaues Meer, rote Sonnenuntergänge. Weißt du, was ich immer gern gemacht hätte? Was? Mit dem Schiff weil die Donau entlang. Linz, Wachau, Wien. All die Abend mit Tanz, Ripperlbuffet. Geh, sowas kostet doch nix. Aber schön war's gewesen. Eine schöne Stimme hat sie gehabt, die Callas. Aber das ist doch gar nicht die Callas. Weil wir hör's Warner auf. Der Callas ist auch nicht immer gut gegangen. Komm, Weibi, geh mal schlafen. Ja, bitte. Ich suche eine gewisse Maria Ledermeier. Könnten Sie mal nachschauen, ob Ihr Telefon kaputt ist? Oder ob sie die Nummer geändert hat? Ja. Nix kaputt. Nix geändert. Aber warum hebt's da nicht ab? Gab's da vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Ja, die Tür macht sie auch nicht auf. Hallo? Hallo? Christian. Ist das jetzt wieder mein Mandelkern oder bist du das wirklich? Was ist denn lieber? Maria, wo warst du? Weißt du, was ich durchgemacht habe? Ich bin fast umgekommen vor lauter Sehnsucht. Nochmal so ein Liebeskummer stehe ich nicht durch, verstehst du das? Freilich verstehe ich das. Ich habe ja selber einen gehabt. Ein Liebeskummer? Du? Wegen wem? Wegen dir und deiner Maria Magdalena. Die ist nicht mehr da, Spatzel, die ist weg. Ich hab schon gehört. Und die kommt dann nicht mehr zurück. Versprochen, 3 Finger aufs Herz, ich hab theologisch schwer nachgerüstet. Und was ist mit deiner Familie? Du bist meine Familie. Das hast du jetzt schön gesagt. Ich hab noch nie einen Menschen so vermisst wie die. Wirklich? Und bevor du mir jetzt wieder abhaust, muss ich unbedingt was loswerden. Maria, das hilft jetzt alles nichts, aber du musst mich heiraten. Unbedingt. Aber du bist doch streng katholisch und darfst sie nicht scheiden lassen. Und deswegen hast du gesagt, heiratst nicht. Das schon, das heißt, das darf ich nicht. Beziehungsweise, das war ein Irrtum. Ich darf mich jederzeit scheiden lassen. Jederzeit! Aha, und deswegen wächst mir heiraten. Ich möchte dich heiraten, weil er dir die Welt zu Füßen legen möchte. Warum noch? Weil ich jemanden brauche, der auf mich aufpasst. Warum noch?
Weil du als Lehrerin mal eine gute Pension kriegst und ihr schließlich auch von was leben muss. Habt ihr zufällig sowas wie Champagner in eurem Kühlschrank? Das glaube ich nicht. Das hat sie mit den Wahlfahrern so schlecht vertragen. Das wird sie ändern. Hintern, was, wieso? Anton, darfst du mir heiraten, wenn du jetzt zum Beispiel stinkreich warst? Dann erst recht, dann kann man uns einen ganzen Stall voller Kinder leisten. Ein Stall voller Kinder. Wenn du das zusammenbringst. Kann das sein, dass du unsere finanzielle Situation ein bisschen falsch einschätzt? Ich nicht, aber du? Also irgendwas krieg ich jetzt nicht ganz auf die Reihe. Dann hör zu. Vor 10 Tagen habe ich mit meiner Schulklasse einen Ausflug auf die Sennhütten gemacht. Und als wir wieder zurückgekommen sind, vorbei an eurer Wiesen, da haben 2 von den Kindern Durst gekriegt und haben Wasser getrunken aus der Quelle, neben der du deine sagenumwobene Erscheinung gehabt hast. Und weiter? Krank sind's worden. Krank. Durchfall, Übelkeit, Schweißausbrüche. Von unserem Wasser, das ist ja eine Katastrophe. Das habe ich mir auch gedacht. Deswegen bin ich mit einer Wasserprobe zum Wasserwirtschaftsamt gefahren und hab's untersuchen lassen. Unser Wasser. Euer Wasser. Und? Sind Bakterien drin? Bakterien weniger. Die Kinder sind ja nicht vom Wasser krank geworden. Was dann? Lies? Hermann, Andrea, kommt's alle auf der Stelle! Ja, das ist ja... Was blärst denn so umeinander mitten in der Nacht? Jetzt ist passiert! Was ist passiert? Ja, das trau ich mir eigentlich gar nicht sagen. Ja, red schon. Glaubt ihr an ein Wunder? Noch ein Wort und ich kenn mich nicht mehr. Ja, und Magnesium, Calcium, ist das nix? Natrium, Kalium, Silizium, ist das nix? Ganz zu schweigen von Sulfat und Dings, Hydrocarbonat. Hat das wieder was mit deinem geschissenen Mandelkern zu tun? Das kann schon sein, weil ich schon wieder so ein Gefühl habe, als dass man vor einer entscheidenden Wende steht. Ja, jetzt red schon, bevor der Hermann wieder die Luft abtrat. Ich kann nicht, ich bin fix und fertig, Maria, sagst du. Über kurz oder lang seid ihr die reichste Familie im ganzen Landkreis. Wieder mal. Aus der Quelle auf eurer Wiesen, da sprudelt ein Heilwasser von erstklassiger Qualität. Ja, da schaut euch den Laborbericht an. Was bedeutet das? Ich ahne es. Das Wasserwirtschaftsamt hat gesagt, ein Heilwasser dieser Güte verkauft sich quasi wie von selber. Wir bauen eine Mineralwasserfabrik. Ja, oder ein Heilbad oder eine Schönheitsfarm. Oder beides. Mit diesem Wasser werden wir auf kurz oder lang zum Kurort. Und du, deinem Traum vom Landrat, wieder ein Stück näher. Und mein Anton wird Fremdenverkehrsschiff. Mindestens. Und statt Pilgerteller verkauft man Kernelfutter. Gesund, weniger Aufwand, größere Gewinnspanne. Und gut für die Verdauung. Sauber. Ja, jetzt ist doch noch passiert, unser Wunder. Ja, red schon, sagt's was. Schön. Was sagst du, Weibi? Ja, schön. Wir stehen ja kurz vor der ersten Million und ihr sagt schön. Ist das alles? Mein Weibi möchte jetzt endlich einmal was von der Welt sehen. Linz, Wachau, Wien, Passau. Oldie Abend, Tanz, Rippelbuffet. Und das nennt sie Welt. Uns glaubt's. Red's mit der Michi und mit dem Roman. Vielleicht haben die Lust auf sowas. Mir nimmer. Sagt's einer, mir übergeben. Als Dankeschön für den guten Tipp mit dem Rohrreiniger. Und morgen? Schifferl fahren am Königssee, gell, Weibi? Und Hochzeitstag haben wir auch. Genau.